Er wird nur von Jesus Christus erzählen. Sein Name ist herrlich. Also ich habe viele Segnungen von der Geschichte von meinem Bruder Timur bekommen. Viele Segnungen. Ich habe viele Bibelversen geschrieben und ich habe mich gefragt, welche kann ich damit anfangen? Aber jetzt hat der Gott mir was anderes gegeben. Ich kann sagen, dass es in ganz mein Leben habe ich sowas gesehen. Gelek jara demal peşyama konferans hava berya konferans çand roja ki az çand ayeta çand cihad nvisam. Wenn wir eine Konferenz haben, wenn wir vorbereiten für das Konferenz, fange ich an, ein paar Bibelstellen so aufzuschreiben. Az de çim vedere binim novant yani o cemaata kul vedere nermur wat stemmen nvisam. Ich gehe dahin und dann sehe ich die Leute, die da versammelt. Diese Bibelvers ist nicht für den. Dann Gott gibt mir ein anderer Bibelvers. Dann fange ich an, von dem, was Gott mir gegeben, sein Vers zu sprechen, über seinen Vers. Ich kann euch sagen, ich bin genau heute in den Situationen angekommen. Wisst ihr, was kann ich euch jetzt sagen, wie ich sehe? Ich bin sehr müde. Ich bin ein alter Mann. Ich bin ungefähr 74. Ich bin von heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, bis jetzt sind ungefähr 13, 14 Stunden. Ich sehe, wie ein Auto hat alle komplette Teile, aber keinen Sprit. Eine Lampe sehr schön ist, aber hat keinen Strom. Kommt was von diesen beiden Sachen raus? Aber ich danke unserem Herrn. Mein Bruder hat einen Bibelvers von Mose erwähnt. Die israelischen Volk sind zu Rotem Meer gegangen. Auf der einen Seite sind die Berge und auf der anderen Seite sind die Berge und vor denen ist ein Rotes Meer. Und hinter dem Pharaon und seine ganze Armee. Was müssen die jüdische Volk, israelische Volk da tun? Aber die waren sehr klug von einer Seite. Also wenn die ihre Rede erzählt haben, die immer neue Früchte gesagt. Die haben zu Mose gesagt, in Ägypten gab es keine Beerdigung für uns, damit wir da beerdigt, hast du uns hierhin gebracht. Mose war auch ein Mensch. Mose hat auch zu Gott gesprochen. Gott hat gesagt, hab keine Angst. Also ihr kämpft nicht. Diese ägyptische Volk, die hinter die Juden kommen, da hat gesagt, das ist nicht eure Aufgabe. Ich weiß, was ich mit denen mache. Was hat er getan? Er hat gesagt, schläg mal mit deinem Stock auf den Meer. Als seinen Stock im Meer hat er geschlagen,
Auf einer Seite ist die Meer wie eine Wand geworden. Von anderer Seite ist auch wie eine Wand geworden. Und dann vor denen ist eine trockene Erde ist rausgekommen. Dann in diesem Moment können die fortgehen oder nicht. Ja. Sind die fortgegangen und dann sind die rausgekommen von dem Meer. Ihr wisst ganz genau, was mit den Pharao und Soldaten passiert, brauche ich das euch nicht erzählen. Wir sind auch so. Wenn ich manchmal mein Handy angucke, steht nur 1%. Und wenn jemand dir Video anruft und eine Stunde mit dir spricht, was willst du machen mit den 1%? Gott kann so machen, diese 1% reicht nicht für komplette Video zu sprechen. Wir sind auch so. Mit unserer Kraft, wir können nichts tun. Aber wenn der Herr uns hilft, wir können alles tun. Sei gepriesen sein Name. Mutig. Habt keine Angst. Und dann hört immer auf Gott. Er wird sehen, was er für euch wird da tun. Wenn ihr in Schwierigkeiten kommt und dann findet ihr keine Hilfe, tretet nicht wieder zurück. Wartet auf den Herrn. Wie mein Bruder gesagt hat. Er wird euch helfen. Sei gepriesen sein Name. Wisst ihr, was mir in meinen Kopf eingefallen, als er seine Zeugnis erzählt hat? Als er gesagt hat, dass ich Geld gehabt, ich habe Ruhm und Ehre gehabt, ich habe gutes Musik gespielt, war viel Hochzeiten, aber wenn wir was erzählen und dazwischen aber kommt, dann ändert es. Seine Tasche war voll, aber er hat gesagt, mein Herz war leer. Wenn ich Bibel lesen, dann gibt es viele Stellen zu lesen, aber ich will das nicht machen. Lukas 19. Da sehen wir, da gab es einen Mann. Der war sehr reich. Der war der Oberhaupt von den Zöllnern. Er hat Zoll gesammelt für Land Rom. Also diejenigen, die arbeiten, die wissen ganz genau, wie geht mit den Steuern. Kann sein, dass für euch eure Steuern sind 100 Euro für das komplette Jahr. Zaka hat gesagt, hol mal 150. Die haben 50 in ihre Taschen reingemacht. Und dann sind die reich geworden. Und seine Arbeit war sehr gut. Und alles, was er möchte von Stadt Rom, er hat alles bekommen. Aber Zachäus war sein Herz war leer. Diese Geld, was er alles gesammelt hat, er könnte ihm keine Freude in sein Herzen bringen. Eines Tages hat er gehört, dass jemand läuft auf dieser Erde. Sein Name ist Jesus Christus. Wohin er läuft, gibt er Frieden. Blinde gehen zu ihm, dann sehen. Die Probleme mit der Haut haben, dann gehen sie zu ihm.
aussetzen. Alle Kranken gehen zu ihrem Heiligen. Die Menschen, die von anderen sind gestoßen, die gehen zu denen, bekommen die Liebe. Die würden umarmt, die bekommen Liebe. Die haben Freude. Die sagen, es gibt jemanden in dieser Welt, der uns liebt. Wenn niemand uns liebt, Jesus Christus liebt uns. Er ist besser als die allen. Er ist größer als die allen. Er kann alles tun. Lass, dass er uns liebt. Liebe von den anderen brauchen wir das nicht. Wisst ihr, wenn die, dass sie Liebe bekommen haben, die sind die sind befreit von der kompletten Sünde. Die haben gesagt, wenn so große Liebe ist und Gott so uns liebt, dann alles andere brauchen wir nicht. So ist unsere Gott. Wir waren alle in einer Situation. Es war unser Leben alles leer. Wenn heute Jesus Christus seine Hände von uns zieht, wir würden wie eine Leiche sein. Gepriesen sein Name. Er liebt uns. Er hilft uns. Er lässt uns nie. Das ist der Gott, der Versprechung gibt. Auf Barmherzigkeit. Sei gepriesen sein Name. Ich wollte von Matthäus 10 von 5 bis 15 da sehen wir unsere Herrn bereitet für sich 12 Jünger. Er gibt auch die Namen an denen. Von Petrus fängt er an bis Judas. Dann schickt er den. Was sagt er zu denen? Er sagt, geht nicht die Wege, die Menschen gehen. Geht heilt die Kranken. Erweckt die Toten. Die Probleme mit der Haut haben. Die treibt die bösen Geister. Und er sagt die viele Sachen. Okay, was tun die? Dann am Ende sagt er, nehmt kein Geld mit euch. Nehmt keine 2 Kleider mit. Nehmt nicht 2 Schuhe mit. Da war damals nicht wie heute, wie unsere Schuhe, da waren die Schuhe aus Leder. Wenn du ein bisschen damit viel gelaufen, dann sind die kaputt gegangen. Und dann sagt auch nicht mal die Stöcke in Hand nehmen. Wenn damals zum Beispiel von einem Dorf zum nächsten Dorf bist du gegangen und die Hunde sind zu dir gekommen. Wenn du auch keinen Stock in Hand gehabt, was willst du machen? Gott schickt dir für eine große Aufgabe. Diese Aufgabe, die anderen Menschen können nicht tun. Und nimmt nicht mit was. Okay, was tun die dann? Wenn wir menschliche Augen sehen, wenn wir mit dem menschlichen Verstand denken, wenn jemand sagt uns, was tun die da jetzt? Oder wenn wir denken, dann sagen wir können nichts tun. Aber
Hier ist die aber ist für die Positivkeit. Die können alles tun. In Lukas steht, als alles diese Sachen passieren, da spricht er zu denen, dann sagt er denen noch 3 Sätze. Gott will auch, dass wir Dinge tun mit Verstand. Lass uns denken für die Sachen. Sagt, wenn jemand von euch ein Haus baut, zuerst muss er rechnen, dann baut er ein Haus. Wenn jemand fängt an, ein Haus zu bauen und dann sein Geld nicht richtig zählt und fängt an, das Haus zu bauen, dann kommt er bis zur Mitte und dann sein Geld ihm nicht reichen und dann was sagen die Leute zu ihm? Die Menschen von dieser Welt, die machen ihre Rechnung. Die gucken ihr Geld. Wie viel haben wir? Wie viele Menschen würden uns helfen? Wie viele Tonnen Steine müssen wir kaufen, bis wir dieses Haus bauen? Jetzt ist der Gedanke von Gott, ist nicht wegen einem Haus. Gott, hier gibt er uns ein Bild, wie groß ist diese Stadt, wie groß ist diese Kraft hinter uns ist. Diese große Kraft, was wir hinter uns haben, gibt es keine Grenzen dafür. Gott hat zu euch gesprochen und gesagt, ich sende euch wie Schafe zwischen die Wölfe. Was machen die Schafe bei den Wölfen? Wenn wir Schokolade in unseren Mund nehmen und essen, genauso isst ein Wolf die Schafe. Die Jungen haben nicht zu Jesus gesprochen, du schickst uns wie Schafe zwischen die Wölfe, haben die nicht gesagt. Die Jungen haben gesagt, dieser Herr, der uns sendet, er weiß ganz genau, was er sagt. Er weiß, was er macht. Nicht wie wir Sachen wissen und Sachen nicht wissen. Dann glauben wir an sein Wort. Dann gehen wir. Genau. Ja. Nur eine Schuhe mitnehmen. Nur eine Kleid anziehen. Müssen wir nicht waschen. Die haben nicht gedacht, wenn wir nur eine Kleid mitnehmen, danach schwitzen wir und die Menschen hauen von uns weg. So glaube ich, dass die so weit gelaufen, aber deren Schuh ist nicht kaputt gegangen. Und deren Klamotten ist nicht stehen geworden. Und die haben nicht Geld gebraucht. Wohin die sind gegangen, alle leckeres Essen, die haben vor denen gelegt. Als die für die Menschen gebetet haben, diese kranken Leute, die Toten waren, die sind einfach geheilt.
Warum? Weil der Herr das gesprochen hat. Das ist dieser Wort Gottes, er sagt, er heilt die Menschen. Als die Menschen die böse Geister in sich gehabt, zu denen gekommen, die haben gesagt, im Namen Jesus geht raus. Diese bösen Geister sind abgehauen. Warum? Weil der Gotteswort sagt, hat das getan. Wir sehen hier, was er für jüdische Volk, israelische Volk gesagt hat. Hier steht, 40 Jahre sind in die Wüste gelaufen. Deren Klamotten ist nicht alt geworden. Und deren Schuhe ist nicht kaputt gegangen. Und deren Füße ist nicht geschwollen. Und die haben nicht Essen aus dem Feuer gekocht, das Essen ist vom Himmel gekommen. Ich möchte das für euch dazu bedeuten, liebe Geschwister. Ich weiß, viele von euch sind in die Glaube neu sind. Es gibt viele vielleicht von euch, die sind ganz frisch bekehrt. Vielleicht es könnte sein, es gibt welche zwischen uns, dass die überlegen, dass wir diesen Schritt machen oder nicht. Habt keine Angst, diesen Schritt zu tun. Bruder Timo, bereust du es, dass du diesen Schritt getan hast? Nein. Wenn du das nicht getan hättest, hättest du es bereut. Er hat diesen Schritt getan, er bereut das nicht. Genauso Gott sagt das zu uns, ich schicke euch, egal ihr wohin geht, bin ich mit euch. Habt keine Angst, dass ihr überlegen, was wir ziehen, was wir anziehen. Gott hat alles für euch vorbereitet. Ich habe überlegt, wenn ich hier hochkomme und predige, ich würde nicht auf den Füßen stehen. Ich habe gesagt, ich erzähle was. Hätte ich gefragt, liebe Geschwister, wer von euch möchte nach vorne kommen und was erzählen? Es gibt Geschwister, die wollen mit Freunden hier vorne kommen, Sachen zu erzählen. Aber mir ist ein anderer Gedanke gekommen. Ich habe viel Mal mit den Geschwistern darüber gesprochen. Meine Gerechte wird durch den Glauben leben. Ich habe gesagt, ich gehe einfach nur dahin und wird nichts passieren. Danke ich den Herrn, wo die Geschwister sind, da ist Leben. Da ist die Liebe. Es gibt immer Zusammenhalt. Es gibt Hilfe. Wenn ein Bruder hier kommt und schwach ist, andere Geschwister, die beten für ihn. Unser Herr hilft ihm. Niemand sagt zu euch, was machst du da, gehst du da und sich blamieren. Danke wir dem. Er ist unser Herr, Liebe. Komm, lass uns alle von dem ganzen Herzen gegenseitig zu lieben. Unsere Rettung ist alles von der Liebe gekommen. Gott hat so die Welt gelebt, hat der einzige Sohn den gegeben. Alle ihn an ihn glauben, damit sie nicht Verdammnis bekommen, dass sie ewige Leben bekommen.
Wir sind mit Blut unser Herr Jesus Christus, der auf der Kreuz für uns vergossen hat. Wir sind damit gerettet. Wir können mit ihm Freude empfangen. Wir können mit ihm Vertrauen leben. Wir können mit ihm gegenseitig zu lieben. Wir fangen an, wir können Menschen lieben. Wir können auch vergeben. Ich mit meiner Kraft kann niemandem vergeben. Ich kann nichts tun mit meiner Kraft. Der Paulus sagt, der mir Kraft gibt, da kann ich das machen. Der Herr sagt, ohne mir, ihr könnt nichts tun. Mir tut mir leid für euch. Manchmal sage ich mir, ich ziehe das in die Kürze, aber ich ziehe trotzdem in die Länge. Ich weiß, dass ihr alle müde ist wie ich heute. Also wenn ihr nächsten Tag aufsteht, ihr habt alle gut geschlafen, dann seid ihr fit. Dann könnt ihr gut hören. Dann könnt ihr verstehen. Ihr könnt auch voneinander leben. Dann könnt ihr aufeinander aufpassen. Aber Arbeit, eure Energie wird schwach, genau wie mein Handy sagt, 1% ist. Seid ihr müde? Manche von euch zum Schlafen gehen. Manche von euch fragen, wie lange noch? Wie meine Schwester Diana gesagt hat, wir sind nicht einfach hierher gekommen, wegen Essen und Zeit miteinander zu bringen. Wir sind hergekommen, Gott zu etwas erheben. Aber trotzdem stehen wir länger. 1972. 64. Ich war ein Gläubiger ab 4 Jahren. Wir sind zu einer Konferenz gekommen. Das war in Rotem Meer. Schwarzmeer. Wir sind in Konferenzen gegangen. Der hat morgen angefangen von 10 bis 12. Die haben gesagt, wir machen jetzt eine Pause von 12 bis 4 Uhr, danach machen wir eine zweite Pause. Er sagt, warum macht ihr so große Pause? Wir können immer von Gott erzählen. Ich wollte nur das nicht zum Ende bringen, ich wollte immer vorwärts gehen. Ich war so hungrig nach dem Gottes Wort. Wenn jemanden, ich weiß ganz genau, wenn die neu zu Glauben angekommen sind, ich weiß, wie die hungrig sind. Unser Herr Jesus Christus sagt, der Segen sind diejenigen, die hungrig sind nach dem Gottes Wort. Die würden satt gemacht mit was? Mit dem Fleisch, die Lamm? Nee. Mit der Gerechtigkeit Gottes. Gott soll genauso euch besättigen. Gott segne euch. Euch Kraft zu geben. Schritt für Schritt, dass ihr im Glauben nach ihm folgen. Wenn jemand von euch sagt, möchte wie mein Bruder seine Entscheidung treffen, unser Herr ist hier. Könnt ihr nach vorne kommen, können wir für euch beten. Gott segne euch alle. Guten Abend für euch alle.